Ich habe vor ein paar Tagen Fotos angeschaut von meiner Frau und von mir, von den letzten 5 Jahren, einfach wo wir Fotos hatten auf dem Handy, angeschaut. Hey, die Zeit vergeht. Die Zeit läuft wirklich, man wird älter und wir haben die Fotos angeschaut und gesagt, wow, toll, wir sind froh, dass wir heute dieses Jahr wieder da sind und dass es uns besser geht als noch vor ein paar Jahren. Ich zum Beispiel letztes Jahr, mich war überhaupt nicht gut drauf, das hätte keiner so richtig mitbekriegt. Aber so unter Palmen, ja, außer meine Frau, ja, die ist mitgekriegt. Ja, ich bin sehr froh, wenn ich zurückschaue, die alten Bilder anschaue und denke, nein, hey, es ist wirklich was gegangen, mir geht es wirklich auch seelisch heute besser, körperlich geht es uns besser. Das ist wirklich schön, wenn man zurückschauen darf und das sieht. Und auf einmal entdeckt, wow, da ist eine Entwicklung stattgefunden. Ich habe mich in den letzten Wochen mit so gefragt, auch, hey, ich bin jetzt fast 12 Jahre im ICF, das Dutzend ist voll. Wie hat sich in den letzten 12 Jahren mein Leben so entwickelt? Auch mein Glaube, meine Nachfolge von Jesus entwickelt. Wenn ich mich zurückerinnere, dass ich im ICF angefangen habe, wo stand ich damals? Und was war meine Grundüberzeugung, was war mir wichtig und wo stehe ich heute? Und wie hat sich das eine oder andere auch verändert? Vielleicht denkst du mal ganz kurz drüber nach, wenn du so weit zurückdenken kannst. Ist nicht jedem gegeben, 10 Jahre zurückzudenken. Aber dann mach einfach 5 Jahre, ist auch gut. Überleg mal 5 Jahre zurück oder 10 Jahre zurück. Wie war es damals in der Nachfolge? Was waren da wichtige Punkte in deinem Leben? Mir kommen viele Dinge in Erinnerung. Und vielleicht haben wir hier in den Small Groups ein bisschen Zeit, sogar das eine oder andere auszutauschen. Hey, wie war das denn und warum hat sich das denn so verändert? Wo stehe ich denn heute und warum? Weil, dass wir uns entwickeln in unserer Nachfolge, entwickeln wirklich in unserem Glauben, ist nicht einfach selbstverständlich. Ich kenne eine ganze Haufen Leute, die sind irgendwann, haben die angefangen im Kreis zu gehen. Auch in ihrem Glaubensleben. Irgendwo immer sich im Kreis gedreht und am Ende vom Tag dann wirklich auch ermüdet sind. Wirklich müde geworden sind, ernüchtert, glaubensmüde geworden sind und sagen, ja, das mache ich schon so lange, das ist wirklich wenig. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns immer weiterentwickeln oder einen Weg machen, nach vorne gehen. Weil verirren und im Kreis laufen ist durchaus sehr menschlich. Ich würde es nicht für möglich halten, aber es ist wirklich sehr menschlich, dass wir uns verirren und auch im Kreis laufen. Die kürzeste Verbindung zwischen 2 Punkten ist normalerweise hier A, B, ist eine Gerade. Das ist die einfachste mathematische Sache, das ist die kürzeste Verbindung. Und manchmal in unserem Leben tendieren wir dazu, so eine simplen Dinge so zum Ideal zu stilisieren und sagen, ja, das ist die kürzeste Verbindung und aus dem Grund nehmen wir keine Umwege und das nennen wir dann effizient und wir lassen uns auch nicht vom Weg abbringen, das nennen wir dann konsequent und wir bleiben auch dran, das diszipliniert, das machen wir. Soll ich was sagen? Wenn ich 12 Jahre zurückschaue, würde ich sagen, ja, nee, bei mir war das sicherlich nicht so. Immer konsequent, immer diszipliniert und immer effizient. Nein, ich habe wirklich einige Kreisbewegungen gemacht. Hat längst nicht immer so funktioniert. Und soll ich noch was sagen? Ich glaube, bei den meisten von euch funktioniert es auch nicht so. Ich glaube, dass wir uns ab und zu wirklich im Kreis drehen. Ja? Auch die erste Reihe hier. Sagt nicht ich, sondern sagen sogar ein paar Wissenschaftler vom Tübinger Max-Planck-Institut, die das untersucht haben, gesagt haben, look, der Mensch, obwohl er das so von überzeugt ist, dass er eine Gerade geht, von A nach B, der Mensch lauft, wenn er keine äußerlichen Orientierungspunkte hat, lauft der im Kreis. Ihr könnt das selbst ausprobieren. Sie haben Testreihen gemacht in der tunesischen Sahara und in Wäldern in Deutschland, wo sie mit Probanden die Augen verbunden haben und auch ohne verbundene Augen Leute losgeschickt haben, gerade zu laufen. Gerade zu laufen. Spätestens nach 20 Metern ist der Erste schon abgewichen von seinem Kurs. Nach 20 Metern schon. Sogar ohne verbundene Augen, im Wald, ohne äußerliche Orientierungshilfen wie Sonnenstand, Hindernisse, Berge, verlaufen sich Menschen. Und alle Probanden, die umhergelaufen sind
nach einer langen Strecke einige hundert Meter entfernt von ihrem Ausgangspunkt wieder angekommen. In der tunesischen Sahara sehr eindrücklich zu sehen, wie Leute wie so einen Kreis laufen und finden, sie sind die ganze Zeit gerade nach vorne gegangen. Immer nach vorne, immer nach vorne. Der Mensch macht wirklich Kreisbewegung. Leute, das hört sich vielleicht sehr interessant und was hat das mit uns zu tun? Es hat sehr viel mit uns, sogar mit unserer Nachfolge von Jesus zu tun. Die Leute vom Max-Planck-Institut sagen, der Mensch muss sich in einer neuen Umgebung immer wieder seine Sinnesorgane neu kalibrieren, nennen sie das. Und sagen, sie müssen wie neu orten. Eine neue Umgebung, man muss dann wieder wie Fixpunkte finden, um einen Weg nach vorne zu gehen, geradeaus zu gehen. Wenn sie das nicht haben, läuft der Mensch automatisch im Kreis. Er kann sich sogar auf sein Gleichgewichtsorgan im Innenohr nicht verlassen, wenn ihm das von außen nicht gegeben ist, dass er sich irgendwo orientieren kann. Man kann die Richtung nicht halten. Ich finde das extrem wichtige Nachricht auch, nicht nur für unser Umherwandern, sondern auch für unseren Glauben. Dass wir uns immer wieder neu irgendwo kalibrieren müssen. Wir müssen mal außerhalb finden von uns, der mir ausschließlich sich nur auf sich selbst bezieht, Leute, der fällt buchstäblich irgendwann auf sich selbst noch wieder zurück und dreht sich im Kreis und wird irgendwann erschöpft. Und dreht sich und am Endeffekt bricht er zusammen. In meinem Glaubensleben kenne ich Phasen, wo ich mich wirklich auch im Kreis gedreht habe. Wirklich im Kreis gedreht habe und ich kenne ganze Teil Leute, die mit großer Leidenschaft begonnen haben. Jesus nachfolgen, Überzeugungen gewonnen haben, Werte gewonnen haben und dann irgendwann in ihrer ganzen Nachfolge gemerkt haben, Leben und Glaube, das klafft so eigenartig auseinander und manches passt nicht richtig zusammen. Und entstehen Frust, man ist frustriert über die Menschen, über sich selbst, über Kirche und so weiter. Und allmählich entsteht so eine Müdigkeit. Und wenn ich jetzt 11, 12 Jahre zurückschaue, hier im ICF, in anderen Kirchen früher, dann kann ich eine ganze Latte an Menschen aufzählen, die irgendwo im Kreisverkehr sich fast zu Tode gelaufen haben und ermüdet worden sind im Glauben. Und wenig von dem Vorwärtsglauben noch zu spüren und zu merken ist. Leute, nicht nur, aber auch wegen der Tatsache haben wir das im Camp, den Namen genannt, Vorwärtsglauben, weil wir überzeugt sind, hey, alle von uns, wir brauchen Orientierungshilfen, um vorwärts zu kommen in unserem Glauben. Es ist kein Automatismus. Automatisch laufen wir im Kreis. Und es ist kein Automatismus, dass als Kirche wir weiter nach vorne uns glauben, weitergehen. Auch wir stehen in der Gefahr, in der Tendenz, auch irgendwann uns nur noch um uns selbst zu drehen als Kirche. Und wir laufen im Kreis und irgendwann laufen wir uns zu Tode. Und werden müde und denken am Ende vom Tag, war es das jetzt? Deswegen werden wir in der Woche ein paar spannende Themen hier haben. Unter anderem einen Morgen geht es darum, improvisieren mit dem Heiligen Geist. Wie könnte das aussehen in unserer Welt? Was heißt das, auf Gott hören? Bei denen Spannungen, die wir haben und Tendenzen und Trends, wo wir haben wir da wirklich was Lebendiges auch entgegenzusetzen. Ich glaube, wir brauchen diese Orientierung, sonst landen wir in so einem Circle of Death. Ein Circle of Death gibt es in der Natur ebenfalls. Das ist wirklich, ich habe mich in den letzten Wochen damit beschäftigt und habe da was Interessantes entdeckt. Es gibt Circle of Death bei Ameisen. Große Ameisenvölker. Zum Beispiel Treiberameisen hat man das immer wieder festgestellt. Das ist eine wahnsinnige Schwarmintelligenz, diese Spezies. Die können fast nichts sehen, die können nur hell und dunkel unterscheiden. Aber die sind mega effizient im gemeinsamen Jagen von Tieren und so weiter. Und die fressen alles, mit Millionen, mit so Horden, fressen die alles leer, wo die herkommen. Die haben wirklich eine wahnsinnige, kräftige Kiefer und eine wahnsinnige Intelligenz, miteinander voranzugehen. Es sind mehrere Fälle beobachtet worden, wo ein angebundener Leopard von so einer Kolonie Treiberameisen innerhalb von wenigen Stunden bis auf die Knochen leer gefressen wurde. Die sind wirklich fix, die Tiere. Aber ihre große Stärke von Schwarmintelligenz und so weiter ist auch ihre große Schwäche, weil sie nichts sehen, kommunizieren sie mit Pheromonen, mit Duftstoffen. Und dann passiert es ab und zu, dass ein ganzes Volk wie eine falsche Fährte legt. Und ein paar verlaufen sich und der verlauft sich und der verlauft sich. Ja? Und dann laufen alle hinterher. Und dann entsteht so eine Ant-Mill, so eine Ameisenmühle. Und die laufen im Kreis, tagelang, bis dass sie tot alle umfallen. Verdurstet, nichts mehr können,
Weil sie sind immer eine falsche Spur nachgelaufen, laufen sich tot. Laufen sich tot. Und das könnte auch uns als Kirche passieren. Oder uns als Einzelpersonen, dass wir uns so um uns drehen, immer auf derselben Spur sind und am Endeffekt landen wir in so einem Circle of Death. Im Alten Testament ist sehr eindrucksvoll mal die Geschichte vom Volk Israel geschildert worden, aber auch quasi wie so ein Circle of Death. 40 Jahre lang im Kreis gedreht. Kreisverkehr, Kreisverkehr. Eine ganze Generation ist gestorben, weil sie wie keine Hoffnung, keinen Vorwärtsglauben mehr hatten, sondern nur noch wirklich sich um sich selbst gedreht haben. Und deswegen ist die Frage nach Orientierung, nach äußeren Fixpunkten in unserem Leben, in unserem Glauben, so eine wichtige Sache, dass wir wirklich weiter vorwärts glauben und nicht in so einer Circle of Death enden. Und wenn ihr jetzt glaubt, ja, das ist vielleicht eine neuzeitliche Fragestellung, das ist es nicht, Leute. Schon im Neuen Testament, zu Paulus und andere Schreiber darauf hinweisen, mit einer anderen Metapher, wo sie sagen, hey, es geht um Wachstum, es geht wirklich um Weiterkommen in unserem Glauben, um ein Vorwärtskommen. Und im 1. Korinther 13, da schreibt der Paulus das mal seine Freunde da und sagt, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Und als ich ein Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Und der Schreiber vom Hebräerbrief, der bringt es noch mehr auf den Punkt und sagt, eigentlich müsstet ihr schon im Glauben schon erwachsen sein. Aber ihr seid immer noch Kinder. Und er ermahnt sie, ihr sollt endlich erwachsen werden, und immer dasselbe Zeugs und so weiter. Dann schreibt er später, deshalb wollen wir jetzt die Lektion vom Anfang unseres Lebens mit Christus hinter uns lassen und im Glauben erwachsen werden. Wir müssen euch dann immer wieder erklären, wie wichtig es ist, sich von den toten religiösen Werken abzuwenden und an Gott zu glauben. Look, all die Texte sprechen davon, dass wir vorwärts kommen können, aber nicht automatisch ist. Und er mahnt hat wie an, Leute, ihr seid wie Kinder noch im Glauben. Also ihr müsst doch endlich mal aus dieser Tretmühle rauskommen und dann müsst doch mal weiterkommen, nächste Schritte machen können. Nach 12 Jahren ICF bin ich zuerst mal nur älter geworden. Die Resthaare sind ausgefallen, das hat nichts mit dem ICF zu tun, das hat mit mir zu tun. Aber ich frage mich denn auch selbst, bin ich denn in meinem Glauben auch erwachsener geworden? Und frag dich das selbst auch. Sind wir wirklich haben uns weiterentwickelt? Was würde Paulus und andere Schreiber dir schreiben? Ehepaar Gnüse. Ihr seid jetzt schon Adoleszenz allmählich. Manche sind noch in der Pubertät oder was auch immer. Was würde er uns schreiben? Und die Woche, ich hoffe, dass Gott uns allen irgendwo in unser Herz eine Sehnsucht gibt, wirklich vorwärts zu glauben, vorwärts zu hoffen und ein Stück weiterzukommen und in diese Welt eine Hoffnung hineinzubringen, wo wir dringend brauchen. Ich möchte noch ein paar Hinweise geben, was vielleicht uns helfen kann, vorwärts zu glauben. Und das eine ist, ich denke, das ist notwendig, dass wir unseren Glauben immer wieder als Tat verstehen. Nicht einfach als so eine, ja, ich bin überzeugt, Gott gibt es, ja. Ja, ich bin überzeugt. Ja, Herr Scherer, wir sind überzeugt, Gott gibt es. Ja. Der Jakobus schreibt dann, ja gut, du bist überzeugt, dass Gott gibt, das glauben Dämonen auch. Das ist ja schön und gut, wenn du glaubst, dass Gott gibt. Das glauben ganz viele andere auch. Er sagt dann im Jakobusbrief, Kapitel 2, schön und gut, das glauben die anderen auch. Willst du nicht begreifen, du unverständiger Mensch, ich meine jetzt nicht dich, Herr Scherer, willst du nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne ein Tun nutzlos ist? Es ist eine reine theoretische Überzeugung. Es muss sich irgendwo in den Taten ereignen. Es muss sich immer wieder neu stattfinden, jeden Tag neu. Wie könnte das denn aussehen? Und ich glaube, Glaube ist wirklich jeden Tag wieder ein Stück Wagnis. Selbst in so einem Camp ist das Vertrauen auf Gott immer wieder ein Wagnis. Die Geschichte vom Volk Israel finde ich noch sehr speziell. Man wird mehrmals erwähnt im Neuen Testament, die Geschichte von Israel könnte uns ein Beispiel sein, wo Fallstricke in unserem eigenen Leben sein könnten. Und dieses Volk Israel drehte sich im Kreis, ist umhergelaufen und sind losgelaufen, wirklich sehr mutig aus der Gefangenschaft. Enthusiastisch sind sie los und sagen, jetzt geht's los. Und schon kurze Zeit später fingen sie an zu brüllen, ja, wir haben nichts zu essen, ja, wie ist das hier? Manchmal denke ich, das Volk Israel war im Herzen waren Deutsche. Die kommen irgendwo hin, ja, das schmeckt ja gar nicht hier wieder heim. Wo ist denn der Espresso und so?
Ditsche, überall irgendwo dran zu mäkeln. Geh mit vollem Enthusiasmus in die Ferien und ist ja ganz anders wie zu Hause hier. Was soll das denn hier? Ist ja alles sandig, nicht schön. Ne? So typisch. Und Volk Israel macht das, denke ich, ja. Sie jammern und stöhnen und machen, tun. Gott geht drauf ein. Und dann kommt diese spezielle Geschichte von diesem speziellen Brot, Manna, weil sie nichts zu essen haben, wo Gott wie also Wundersache ihnen jeden Tag zur Verfügung stellt und sagt, jeden Tag sammel nur so viel, wie du heute verbrauchst. Und nur am Wochenende darfst du für 2 Tage sammeln. Ich habe mir überlegt, wenn wir das heute machen würden, würde jeden Morgen hier einen großen Topf hinstellen mit so 50er Nötli. Jeden Tag. Und jeden Tag würden wir sagen, du darfst dir so viel rausnehmen, wie es heute langt. Was du heute brauchst, nur so viel wie heute. Ein paar überlegen schon, was können wir jetzt mal alles machen heute. Und der eine oder andere denkt vielleicht, ja, wer weiß, ob morgen der Topf wirklich noch mal da ist, ob das nicht einfach Fake war. Nehmen wir doch 2 Nötli raus oder 3 Nötli. Und dem einen oder anderen befällt vielleicht die Gier und sagt, komm, ich stelle lieber heute alles neben, dann wird das klappen für den Rest von der Woche. Genau, ja? Ich glaube, wir wären genau in die gleiche Gefahr wie das Volk damals, dass uns vielleicht Gier oder Zweifel an dem, was Gott uns dazu sagt, wirklich an dem festzuhalten. Glaube ist, wo wir jeden Tag wieder üben müssen. Wir können Erfahrungen mitnehmen von gestern, aber heute müssen wir wieder glauben und vertrauen Gott, ich möchte wirklich mit dir unterwegs sein. Und wir müssen uns jeden neuen Tag, glaube ich, in unserer Nachfolge wie neu kalibrieren. Wie ist der Sonnenstand heute? Was ist heute meine Herausforderung? Wo muss ich heute Gott wieder sagen, ja, an dem möchte ich festhalten. Und Glaube muss man wirklich üben im Vorwärtsgehen. Wirklich im Vorwärtsgehen. Der Edi Pestalozzi, wer hat von euch die Predigt mitbekommen vom Edi Pestalozzi? Die mit dem Velo. Genau. Er hätte ein tolles Beispiel gebracht davon, von dem Velo, wie man links und rechts runterfallen kann. Auf die Seite und jene Seite. Aber der Clou vom Velofahren ist, du musst fahren. Du musst fahren. Ja, genau. Du musst fahren, sonst kannst du nicht lenken. Und jeder, der Velo fährt, weiß, er muss in eine Pedale und wenn er das nicht mehr macht, dann fällt er um, egal auf welche Seite, du gehst um. Und Glaube ist wie Velofahren, du musst es tun und dann musst du manchmal zickzack fahren und manchmal kommen ganz neue Dinge raus in deinem Leben. Du denkst, was? Aber du musst fahren, du musst jeden Tag wieder neu vertrauen, dass du auf dem Weg bist mit diesem Gott, der wirklich der Weg auch dann zeigt. Und vielleicht gibt es sogar Umwege. Aber jeden Tag sind wir wieder gefragt. Wir können uns noch zu so einem Kreisverkehr uns Pflicht bewahren. Vor kurzem hatte Andreas Walker, der ist so Trendforscher und so weiter, der hat mal Folgendes gesagt: Christen wären eine Personengruppe, die in solch unsicheren und angespannten Zeiten an sich echte Hoffnungskompetenz zeigen oder dokumentieren könnten. Wenn einer Hoffnung verbreiten könnte, dann doch die. Dann doch die. Aber vielfach hört man aus diesen Kreisen eher Endzeitszenarien, Rückzug aus der Welt oder Streitereien. Echte Hoffnungskompetenz. Wenn nicht wir, wer denn? Leute, hoffen ist ein Verb. Ich hoffe. Ist ein Verb. Hoffnung ist kein Gefühl. Ich hoffe, das Wetter gut wird. Nee, kannst du fühlen, wie du willst. Hoffen ist ein Verb. Wir tun das, wir machen was. In Hoffnung können wir wirklich was ausdrücken und sagen, ja, ich bewege mich in die Richtung, ich mache was, wo wirklich als nächstes kommt. Und ich mache einen Schritt in Hoffnung. In der Pandemie gab es mehrere Kreise auch von Unternehmern, die sich regelmäßig da getroffen haben und Coaching auch hatten, christliche Unternehmer. Und denen ist eine Frage gestellt worden, die ich euch auch gerade stellen möchte. Rein hypothetisch, was denkt ihr? Wann kommt Jesus das zweite Mal zurück? Hypothetisch. In 7 Jahren? 70 Jahren? Oder 700? Denk mal ganz kurz nach. So für dich eine Zahl fixieren. Vielleicht denkst du 7 Tage nach dem Camp, das wäre geil. Ja.
7 Jahre, 70 Jahre, 700 Jahre. Wir machen kein Outing hinterher. Ich lasse keine Hand heben. Habt ihr eine Zahl ungefähr im Kopf? Habt ihr euch festlegen können? Schwer. Ne? Der mir das erzählt hat, hat gesagt, Leute, das haben wir in dem Kreis gemacht. Die häufigste Zahl, die genannt worden ist in dem Kreis, war 7. 7 Jahre. Das war am Höhepunkt der Pandemie, wo alles mega mühsam und affenartig und hin und her gegangen ist. 7. Die Person sagte mir dann, look, der war als Coach da tätig und 7 ist die schlechteste Zahl, die du nennen kannst. Warum? Weil 7 heißt, 7 ist ziemlich nah. Ziemlich nah. Aber ist auch noch weit weg. Ja, 7, ja, was willst du jetzt gerade alles ändern? 7, das geht noch eine Zeit lang. Also du machst nicht sehr, sehr viel, du guckst einfach auf den Moment, jetzt 7. 70, da würdest du wenigstens für die nächste Generation denken. Dann wird die Hoffnung nach vorne gerichtet. Wir sind 70 Jahre. Mein Enkelkind hier, in 70 Jahren ist er 71. Also muss ich doch irgendwie für sie mitdenken. 70 werden für die nächste Generation. Und 700, bei 700 würden wir sagen, ey, wir haben die Hoffnung, wir haben Verantwortung für die Erde hier sogar. Da bleibt nicht automatisch alles schön hier. Wir haben Verantwortung für die nächsten Generationen. 7 ist die schlechteste Zahl, weil du nur noch vor dem Moment du lebst und nicht wirklich eine Hoffnungskompetenz hast, die sich nach vorne hin ausdrückt. Der Paulus schreibt mal, es bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung, diese 3. Die Liebe ist die größte von ihnen. Glaube verbreitet Hoffnung, angetrieben durch die Liebe. Und was Letztes noch, was uns vielleicht nach vorne bringen kann, raus aus dem Kreisverkehr, es sind Hindernisse. Wir erleben momentan ja viele Umbrüche in den letzten Jahren. Wir haben die Pandemie mit allen weitreichenden Einschränkungen erlebt, mit Diskussionen und Streit und allem Möglichen. Wir erleben momentan einen Konflikt in Europa, wo Auswirkungen auf uns hat mit Energiemangellage und so weiter und so fort. Und es ist längst nicht mehr so sicher, wie man sich so dachte. Wir haben wirtschaftliche Probleme, viele Fachkräfte, Mangel und so weiter. Und wäre das nicht schon genug, hat der eine oder andere sogar körperliche Probleme, seelische, familiäre, Eheprobleme und andere Schwierigkeiten noch. Da kommt alles noch hinzu. Und dann bäumen sich die Dinge so wie Hindernisse auf. Ich glaube, Hindernisse im Leben, wenn ich so zurückschaue auf unsere Ehe, auf unsere Familie und so weiter, Hindernisse im Leben sind mühsam. Aber an Hindernisse können wir auch weiterkommen. Und nicht nur hier, um zu umgehen, sondern wirklich uns mitten durchzuschlängeln und sagen, nein, das bringt uns vorwärts. Ähnlich wie bei einer Schlange, die sich durch Hindernisse häutet und sich durch Hindernisse durchzwängt, um eine alte Haut abzulegen, ist es manchmal für unseren Glauben wichtig, durch die Hindernisse durchzugehen und auch den Glauben verändern zu lassen, sich weiterzuentwickeln, eine neue, klare Sicht zu bekommen. Was heißt das, Jesus nachfolgen heute? Deswegen glaube ich, Hindernisse sind nicht nur schwierig und ganz mühsam. Ja, sie sind das. Aber sie sind auch Chancen für dich und meinen Glauben, wirklich vorwärts zu kommen. Punkt. Amen. Jetzt machen wir einfach Small Groups. Das Camp-Style. Und wir machen heute Small Groups, so wie ihr es wollt. Wo du findest gerade Leute neben dir sitzen, hinter dir sitzen, sagst, ja, mit denen möchte ich mal reden oder die möchte ich mal kennenlernen. Oder die will ich nicht kennenlernen, aber will die kennenlernen, geht auch. Irgendwann bist du mal mit anderen Leuten zusammen. Nein, wir wollen uns bewusst so Zeit nehmen in Small Groups, um dem Thema Vorwärtsglauben uns vielleicht mal ein bisschen persönlicher noch zu stellen. Ich habe 3 Fragen so vorbereitet. Der Matthias wird die nachher in den Chat schreiben. Look, wie würdest du momentan so den Zustand von der Nachfolge Jesu beurteilen? Ist das Kreisverkehr oder Schlängerlinie? Wie würdest du selbst so beurteilen? Und da kann man nichts Falsches machen. Wir alle laufen ab und zu im Kreis. Ist nicht peinlich. Wie würdest du das beurteilen? Oder wie stark würdest du sagen, ist die eine Hoffnungskompetenz ausgeprägt? Und warum? Was spüren Menschen von dir für eine Hoffnungskompetenz? Verbreiten wir das? Und das Letzte ist, hast du in den letzten Jahren vielleicht schon mal so eine Häutung im Glauben erlebt,
vielleicht durch Hindernisse und was hat sich denn wirklich verändert? Was kann man vielleicht von anderen lernen? Und sagen, look, das hat sich bei mir verändert, ich glaube heute anders, vielleicht tiefer, vielleicht intensiver, an den und den Schwierigkeiten, da musste ich da durch. Das wäre ein sehr persönlicher Austausch. Seid ihr mit dabei? Ja, also hier vorne schreien ein paar Ja, da hinten weiß man noch nicht so genau, ob man das wirklich will. Look, es ist wie immer alles freiwillig. Ihr könnt euch jetzt Gruppe bilden. Der Matthias schrieb die Frage in den Telegram-Channel hinein. Ich finde es toll, wenn wir uns in der Woche wirklich dem Thema ein bisschen mehr noch persönlich auch widmen können, sagen, wie komme ich persönlich wirklich vorwärts in meinem Glauben und welche Erfahrungen habe ich damit gemacht. Hey, ich wünsche euch eine tolle Restmorgen jetzt. Wir hatten noch über eine Stunde Zeit. Eltern nicht mehr. Ihr müsst 12 Uhr eure Kinder abholen. Denkt dran. He? Nicht um 5. Ich sage es nochmal. Um 12. Nein, 5 Uhr gilt nicht. 12 Uhr holt eure Kinder ab. He? Sonst kriegen die 2 Liter Cola von uns geschenkt und einen Hundewelpen. Ich sage es noch einmal. Dann wünsche ich euch eine tolle, fantastische Woche. Hey, schönen Morgen und wir sehen uns later.